Ja, Freunde, ihr seid richtig. Ich stehe neben Ursaluna statt darauf. Wie ist das denn möglich? Ja, ganz einfach. Was ein anderes Ursaluna ist und so unser eigenes. Unser Herrscher, der Elite-Ursaluna, aus letzter Folge als Ursaring gefangen habe und dann entwickelt habe. Solange er noch Vollmond ist, aber nur so lange funktioniert es. Tja. Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Gen Arceus und ja, ich möchte jetzt gerne mal noch ein bisschen was machen. Also, wir haben unsere Box mit Elite-Pokémon. Ich lege jetzt mal ganz kurz ihn hier ab. Ich will auch hier noch ein bisschen aufräumen. Auch mit Kramchef, was ich vielleicht auch schon demnächst mal ins Team nehmen werde, weil er schon lange keins mehr hatte. Wir haben ja Roserade, können wir noch gut als Ersatz, als temporären Ersatz, vielleicht sogar für Shelterra vorstellen. Für längere Zeit, mal gucken. Die kommen nachher in eine andere Box. Dann haben wir noch Schlurpleck, da ist auch so einer. So, dann haben wir unsere Normalboxen. Wo ich glaube sogar sagen wir so ein bisschen übertrieben haben zum Teil mit diesen ganzen Ursarings. Ja, komm, 3 pro Ding wird glaube ich reichen, wa? Dann... Kann die eigentlich hier runterpacken, beziehungsweise... Monera kann ja mal aufräumen, oder? Zack. Ups. Zack, zack. So. Und dann mehr Kramworks. Ja. Ich glaube, undicht haben noch nicht so viele Pokémon. Hier. Sind eigentlich hier mit dem Ding? Ah, so, schon verdammt viel Angriff, ja. Krass eigentlich. Egal. Also nächstes Mal an Mire freilassen. Ja komm, man kann es übertreiben, Freunde. Gebt dem Pokémon die Freiheit, wie es doch so schön heißt. So, dann nehmen wir jetzt mal 2 Evoli mit, um es eben mal ein bisschen vorzubereiten. So wie nach Tara im Prinzip. Welche lassen wir dann... Also welche ist besser gesagt, weil wir nur eins hier lassen. So, ein Shelterra, Machomai, Piondragi. Mal gesagt, Axanto, wa? So, welche beide Evolis würde ich dann wohl entwickeln? Direkt die beiden. Wir nehmen das hier. Und das, weil er noch relativ viel Power auf der Initiative hat. Ne? Einfach mal so. Just for fun. So. Leistungsstein. Okay. Wusste gar nicht, dass Pokémon die einen. Okay. Wenn Pokémon freilässt, hinterlassen sie etwas für einen. Heben das mal vor, einer sagen können. Meine Güte. Nein, schon in Ordnung. Learning by doing, Freunde. Learning by doing. So. Ja, muss auch langsam aber mal irgendwie ein bisschen was einkaufen. Mal gucken. Ja, Hyperbälle. So selber herstellen wir zwar eine Option. Und hier die Flügelbälle, wa? Ich glaube, es können noch reichen. Wir haben auch noch ein paar. Ja, komm. Vielleicht mal bei ihm, Chucky Lucky hier, vielleicht mal ein bisschen. Genau. Unseren Pokédex updaten. Ching, ching.
Celia 10, Teddy Ursa 10, Ursaring 10. Dann mal bei Ursaluna. Immerhin mal auf Level 2. Ist auch schon mal etwas. Oh, Pion Drage, was haben wir hier gemacht? Giftstreich, aber jetzt offenbar ein paar Mal eingesetzt. Sehr gut. Da gebe ich bitte weiter in Forschung nach. Ja, würde ich gerne machen. Dankeschön. Nehmen wir natürlich den hier. Ich muss darüber, wa? Also, gab es stimmen, wa? Ah, darüber, über den Fluss. Ja, warte mal. Danke. Was? Nein. Sorry, Evoli wollte gar nicht. Komm zurück. Oh, da ist er. Guten Tag. Ein paar Drachen-Pokémon, Freunde. Viscora. Ist ja noch gar nicht gesehen, wa? Warte mal, gegen die. Ich weiß eigentlich nicht, die kämpfen, haben wir nicht so Bock drauf. Flügelbälle fangen wäre vielleicht eigentlich auch doof bei denen. Kommt gerade die große Schnecke mir gerade auch nach? Tatsache, krass. So dann. Welcher war's? Wenn noch irgendwie für Drachen okay, Pilzköder wär's. Hä? Was war das gerade für ein Cheater-Move? Hä? Der will das gar nicht? Warum? Da kann man einen Reisköder versuchen, aber... Nee, hä? Will man da verarschen? Oh. Welchen Köder mag denn der? Okay, warum auch immer den? Hab keine Ahnung. Puh. Alter Schwede. Viscagor. Er müsste übrigens eine Hisui-Form von dem Vieh sein, wa? Alter. Hä, warum war es denn jetzt der Köder? Bodenlebende Pokémon. Ne, warte mal. Feen sowie Insekten ähnlich. Okay, ich weiß nicht mehr, welcher Köder das war, aber egal. Können klappen, vielleicht auch nicht. Jo, haben noch ein paar Weinbergschnecken eingesammelt. Ist doch auch schön. Oh, da ist noch eine. Puh, was für ein Stress, Freunde, ganz ehrlich. Okay. Da hätten wir jetzt auch, wenn wir sagen, wir zurück und verlassen das Gebiet wieder.
Weil ich habe also eigentlich all die Pokémon, die ich so ein bisschen wollte, vor allem die Elite-Pokémon. Und sonstige seltene Pokémon, so alle gefangen, die ich wollte. Passt für mich. So, Evo-Bonbon weg. Die sparen wir nachher für die Evolis auf. Denn ich habe mir sagen lassen, dass ja für die Entwicklung per Zuneigung, dass ja Bonbons abgeben zu auch ein Faktor ist, aber Evolis offenbar besonders gern darauf reagieren. Warum auch immer. Es gibt ein paar Pokémon, die sich zur Zuneigung entwickeln. Und es gibt auch verschiedene Methoden, wie eben da irgendwie gegen einen Baum schmeißen oder gegen einen Stein schmeißen, um Materialien zu sammeln und eben auch diese Bonbons wie eben XPs und so. Und Evoli scheint vor allem XP-basiert zu sein, sprich, das mag ich offenbar sehr gerne. Viscora und Viscago. Die Nahrung. Aha, Bohnenköder, ja, da steht's ja. Okay, interessant. Da müssen noch viel mehr von denen fangen. Entwickeln, damit irgendwie der Pokédex-Eintrag hochgeht. Okay. Ins Start zurückkehren, bitte. So. Gehen wir direkt ins nächste Gebiet, Freunde. Jetzt hatten wir den hier. Das Koba-Küstenland fehlt mir zwar auch noch. Weißfrostland, da fehlen eigentlich noch einige. Koba-Küstenland. Wir gucken mal ganz kurz, ob hier noch irgendwie das Spezielles für uns war. Also klar, ich meine, im Prinzip gäbe es ja noch einige Pokémon zu fangen. Ne? Irgendwie, wir hatten ja auch mal. Alles täuschen wir hier oben mal ein Empoleon gesehen, oder? Genau, habe ich sogar markiert. Das wird dann eher mal später machen, Leute. Weil jetzt kommen die Pokémon langsam, vor allem die Elite-Pokémon, in einen Levelbereich, was für mich eher noch ein bisschen zu hoch ist. Hier draußen noch ein Alpha-Garados, interessanterweise. Sieht auch interessant aus. Wir hatten ja eigentlich hier schon ein paar gefangen, ne, wenn wir uns richtig erinnern. Naja, genau, ansonsten. Bamling gibt es jetzt zwar auch, da habe ich auch mal versucht zu farmen, aber auch mehr oder weniger vergeblich. Magby, Magma, natürlich auch der Feuerinsel, da wäre vielleicht irgendwie das Vulcano, wäre vielleicht mal eine Idee. Mal ein bisschen nach Feuer-Pokémon zu hunten quasi. Ja, eben generell. Eine Idee wäre natürlich schon, aber vielleicht dann eher später. Ja, wir gucken mal, Freunde. Das lassen wir uns mal noch offen. Für ein anderes Mal. So. Jo, gerne. Und dann wären wir schon wieder beim Corona-Hochland. Corona-Hochland natürlich, nein. Kraderberg-Hochland. Ich sage deswegen Corona-Hochland, weil ich hier gerade die Karte auf Englisch vor mir habe, da heißt er Coronet. Und du halt Coro zuerst liest, denkst du halt schnell, Corona. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also, dann eben gehen wir hier hin. Was gibt es hier denn interessante Dinge zu entdecken? Edevoltec Herrscher, also noch ein bisschen stark für meinen Geschmack. Warte mal. Ich will irgendwie die Items hier mal noch abgeben. Ne, passt soweit alles. Was soll das eigentlich? Pokémon. Stahldrache ist ja schon ein interessanter Typus, war vor allem Stahl, aber jetzt, ja gut, ist eben die Hisui-Form, deswegen. Klar haben wir eigentlich schon Drachen-Pokémon, generell mal Elite-Pokémon mitzunehmen, um ein bisschen zu trainieren. Wäre auch eine Option. Ja, und noch die Weinbergschnecken.
Klingt fies, ich weiß. Drachen haben wir noch nicht so viele. Bisher ist Knacksel, wa? Genau. Kaumala, Entschuldigung. Das ist eine Stufe vorher. So, ein Skargler Elite habe ich noch nicht, wa? Okay. Da ist ein Bodenflug-Pokémon. Wo haben die Bodentypen? Hier. Die haben mitunter schon ein hohes Level, aber noch nicht so hoch, wie ich es gerne gehabt hätte. Okay. Also, Freunde, da mal gucken. Gucken. Das Vieh müsste also irgendwo hier sein. Also das Elite Skargler, was ich gerne mal holen würde. Was vom Level her dann noch ein bisschen geht und so. Genau, hier unten hatten wir das Knacksel gefangen. Dann angeblich, ja, hier soll es noch ein Skargro geben. Und dann auch mal angucken, ob das wirklich so stimmt. Das müsste ein stationärer sein, deswegen auch verdammt hohes Level haben. Ansonsten. Oder gibt es noch die Entwicklung von der Schnecke, die wir vorhin gesehen haben, hier oben. Auch interessant. Das Herrscher X-Bad von hier haben wir schon. Ja. Natürlich, ich noch machen will, Leute, da diese Dinger suchen. Nebulag und Traumfugil, weil die sind ja auch hier. Wir erinnern uns. Oh. Wo ist jetzt? Huch. Hä? Ist er wieder zurück oder was? Ah, das ist schon auf so bizarr. Mann, ey. Das gibt es doch nicht, Freunde. Das gibt es doch nicht. Oh. Wir sind im feindlichen Gebiet, Freunde. Ich sehe schon. Oh, Aprikoko. Parasex. Er kriegt da selber Para, wenn er da zugucke. Da ist ein Jan Mega. Haben wir auch mal gefangen. Hä? Hier müsste irgendwo sein, wa? Ah, hier. Irgendwelche Beeren. Um Glitzer noch was und da schüttelt sein noch. Okay. Die Frage, muss das Nask nicht dabei haben, dann kann ich sie einfach so geben. Wäre mir eigentlich lieber einfach so. Die wir mal in Inkognito schon gefangen haben. So, und jetzt? Eine Gesteinskiste. Welches soll sie haben? Naja, komm. Ein Nask nicht, sondern eine riesige Nask. Sagt wirklich immer in die gleiche Richtung. Wir kriegen ein Schwarzaugit. Ja, das ist, glaube ich, sogar die einzige Möglichkeit im Spiel, 100%ig ein Schwarzaugit zu bekommen. Weil es halt questbedingt ist. Was eigentlich auch ganz cool ist, finde ich persönlich jetzt. So, warte mal, ich will gar nicht hier rein. Hä? Okay, puh, Schwein gehabt. Ich will mich eigentlich draußen umgucken. Bis man die Alte abgelenkt hat. So. Schlummerner König. Nee, den nicht. Wir sind jetzt im Kraderberg Hochland.
Nebulak will ich hier noch fangen. Traumfugil noch, Entschuldigung. Ein Griffelhügel. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wo das schon wieder ist. Schade. Griffelhügel. Ist sie überhaupt hier? Das war vielleicht auf der anderen Map, wa? Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal gucken. Das war leider nicht grün, war die Nase. Warte mal, ich versuche es nochmal von hier aus. Wenn ich mich richtig erinnere, war bei diesem vermissten Such noch immer, dass man es irgendwie von so einem Stammpunkt aus suchen konnte. Okay, es ist nirgends. Ne, es ist nicht blau, okay. Das heißt, ich versuche es nochmal von hier aus. Ah! Guck mal an. Oh, wir müssen da rüber. Hä? Wie jetzt? Wo ist die? Sorry, Enteron, das ist gerade ein bisschen doof, was du hier machst. Okay. Der Sage ist ein bisschen doof. Entschuldigung. Ist es hier drin? Oder sind sie hier drin quasi? Nee. Dann nur gerade, weil er halt seine Nase hingezeigt hat. Hä, wo ist die? Ah. Was war gerade doof? Was irgendwann auftauchen würde, ist ja sicher. Was, ein Kramschiff? Okay. Oh Mann, ey. Da brauche ich erstmal einen Schluck zu trinken. Hinterlistes Pokémon, ja, ja. Okay. Hätten wir die Quest auch wieder abgeschlossen. Haben wir jetzt wirklich halt das mit Traunfugil, was ich halt einfach noch eins fangen muss, also irgendwo sein müsste. Und noch eins an Nebulax fangen. Und dann hätten wir es eigentlich auch. Das sind Griffelhügel, ja, muss mal gucken, wo der Ort schon wieder war, Freunde. So. Muss ich hin, darüber. Müsste hier irgendwo noch so eine Elite-Schnecke sein, wa? Hier haben wir ein paar Ursarings, ja. Achso, er kommt hier oben. Ja, nehme ich stark an. Dass sich hier oben ein Elite-Pokémon bequem gemacht hat. Terpel? Mhm. Naja, also jetzt war auch schon. Ein der Schnecken. Ja, definitiv. Da ist eine Herrscherschnecke. Das hat welches Level? Nur ganz kurz mal gucken. Ja, ein bisschen zu stark.
Toxiquarks. Könnte man sich auch mal zu Gemüte führen bei Gelegenheit. Aber nicht jetzt. Ich wollte dahin. Oh nein, Stink-Pokémon. Gibt's dir auch noch was? Oh, ein Rion. Lange nicht mehr gesehen, ey. Ach, hier direkt nächste Tasche, oder? Hier oben, genau. Jo. Ja, dieser Sneeboss, der macht das schon. Ja, passt auf, dann können wir hier direkt mal die Folge beenden, nachdem wir das gefangen haben. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob hier drüben wirklich mal ein Skorgo ist. Ich halte es ja für ein Gerücht, aber was weiß ich schon. Ja, hier waren wir auch schon mal. Hier haben wir auch das Gardos gefangen. Sag mal. Dann haben wir Sneebel, beziehungsweise die Hisui-Form davon. Oh. Ist alles voller Pokémon. Oh, da ist wieder eins. Das Sprichwort zum Nassknet erforscht, ja, sagen wir. Hey, Nassknet. Ja, sorry, du, ich will nicht kämpfen. Ich kann nicht den wieder... Hallo, ich will gerne auflösen, den... Okay, manchmal ist es ein bisschen creepy, wie man den Fokus auf ein Pokémon wieder lösen kann. Aber egal. Also Freunde, sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu der Pokémon Legend Arceus. Mein Ziel fürs nächste Mal einerseits die beiden mal gucken, ob das wirklich Skorgla und Skorgro sind. Natürlich noch die Tasche hier suchen und gerne nach Nebulak und Traunfugil. Und für die Quests, wenn wir das haben, würde man sagen, war schon mal eine sehr erfolgreiche Folge. Wir könnten eventuell dann sogar über die nächste Folge schon ins Eisgebiet. Oh, zum Raumzeigefüge, sehr geil. Ja, je nachdem vielleicht dann auch mal gucken, ob wir bis dahin schon die Evolis noch trainiert, beziehungsweise soweit haben sie sich entwickeln könnten. Wäre natürlich auch ganz nice, fände ich. Je nachdem auch gucken, können wir irgendwie das Team eben noch ein bisschen umstellen. Vielleicht Pio und Drage machen mal raus. Eventuell auch Shelterra für Roserade. Dann würde ich halt, je nachdem, die beiden Drachen noch ins Team, um die zu entwickeln. Dann spreche ich hier vor allem von den Herrschern. Ja, wir gucken mal. Wir haben sicher noch viele Möglichkeiten, irgendwas zu erledigen und neue Teams zu formen und so. Hier bei Pokémon Legend Arceus mit Sneeboss, das uns natürlich tatkräftig unterstützt und vor allem momentan ja beschützt. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.